Chères sœurs, chers frères, permettez-moi de commencer mon homélie en luxembourgeois et de terminer en français. Es sind das Vorgewürgin vom Herrn Kevin Wester, den ich ganz herzlich begrüße, den als extra aus Amerika kam für den Anfang von unserem Jubiläum, dass die ältesten Heiligtum an Amerika zu der Mutter Gottes, zu Cary, an Ohio ist. Und da wird verehrt das Bild von der Trägerin von Lützeburg, Consolatrix Afflictorum. Das ist eine große Wallfahrtskirche in Amerika. Und was ich so schön fand, ist, dass die Leute aus allen Bevölkerungsteilen hierhin gehen. Schon extra hier Homepage geguckt. Und da steht drauf, dass die nächste große Wallfahrt von den Leuten aus den Philippinen ist, die hierhin gehen. Also Lützeburger Ursprung, Eismutter Gottes, ein Leid von allen Sprachen und Völkern, die hierhin gehen. Und damit ist da nicht viel anderes wie bei uns. Weil als Kirche hat sich gewandelt. War es eine Kirche just für Lützeburger? Wir sind auch immer froh, dass wir Lützeburger da sind an der Kirche. Ne? Also es hat eine Kirche mit Leuten aus Portugal, aus dem Capo Verde, aus Italien, aus Frankreich, für den nicht mehr pur zu nennen. Und das sind auch die, die Hautkathedrale füllen. Aber wenn die Leute sagen, die für keine Leute mehr an die Masse gehen, dann das, weil sie nicht mehr gehen, für zu gucken, wie als Kirche voll sind, was Massen auf Portugiesisch, Italienisch, Französisch und so weiter sind. Als Gesellschaft hat sich geändert, und selbstverständlich ändert als Kirche sich matt, weil wir sind nicht Kirche außerhalb von der Gesellschaft. Wir sind Kirche innerhalb von der Gesellschaft. Und da geht dann die Message und als Gericht und der ersten Lesung, Fried ihr. Wir können aus sich erstaunt sein. Die Richterin am Lied, an den ersten Message als Fried ihr. Erd an Himmel. Ja, können Sie sich da freuen. War das dann der Grund von dieser Fried? Wie soll als Erd sich freuen? Wir wissen, dass wir die Klimakonferenz zu Paris dezidiert haben, dass wir das wahrscheinlich nicht anhalten werden. Wir sehen die Überschwemmungen, wie lo in Spanien waren, wo es ein riesiges Defizit auf uns durchkommt. Wie können wir so ein Erd friedlich? Aber wie können das so ein, wenn in Europa Krieg ist? Aber wenn an dem hellischen Land, wo schon der Prinz vom Frieden geboren ist, wo wir nur an der Adventszeit drauf warten, wenn auch dort Terror und Krieg herrschen. Ja, das ist ein Defizit vom Christentum. Christentum sagt nicht, wir sollen von Misere weggucken. Christentum sagt nicht, wir sollen da ein Zoo machen, für dem, was weh tut. Christentum sagt nicht, wir sollen also in eine Zukunft an den Himmel flüchten. Christentum ist realistisch. Und der Realismus wird personifiziert an der Trägerin am Lied. Maria kennt das Lied durch ihre persönliche Erfahrung. Aber was kann einer Mama mehr wehtun, was unter dem Kreuz in ihrem Jungen steht? Schon allein, dass der Junge für uns stirbt,
also schon etwas Gruseliges. Und dann, sie können nicht sein Gesicht gesehen. Sie können just so schräg abgucken, als sie weiß, dass ihre Jung von dem Kreuz nicht mehr liebig raufkennt. Dass es definitiv ist, dass den Tod kennt. Und man kann uns vorstellen, wie das hier weht an ihrem ganzen Körper. Und doch wird sie auch an dem Moment die Hoffnung nicht abgehen. Mir stelle sie als Trägerin am Leid nicht durch unter dem Kreuz, nicht durch als Schmerzensmann. Das ist logisch, weil auf viele Plätzen Maria, Trägerin am Leid, wird verehrt als Schmerzensmutter. Mir stelle sie hier als Königin. Königin symbolisiert die Fried an der Ewigkeit. Die Fried an Gott. Wir sind mit dieser Symbolik arm, müssen die Symbolik holen, die wir von der Welt kennen. Und eben dann Königin. Und an der Gewinner von einer spanischen Königin, vor der Zeit, wo Lützeburg eben zu Spanien mitgehört wird. Das heißt, dass all eis Leid verwandelt gehen a Fried. Das heißt, dass durch die Auferstehung von Jesus Christus dem Tod ein Ende gesagt gehen ist. So schon, wir stehen noch weiter. Und dass mit Sicherheit der Schied für ihn den Haien dieser Kathedrale sein sterben wird. Aber wir wissen, dass das eine Passage ist. Wir wissen, dass die Liebe vom Herrgott so stark ist, dass sie uns neu schafft an einer Auferstehung von den Toten, wo wir am Credo so und dass wir darunter gelebt haben. Dass also für ihre Christ, das scheint immer an der Zukunft leid. Dass ein Christ nicht darf mit einem traurigen Gesicht durch die Gegend gehen. Mehr ein Christ auf dieser Welt mit all dem Misere, den du hast, ein Témoin von Hoffnung ist, wie Maria. Und das betrifft schon mit von unserer Existenz. Wer von uns hat kein Leid? Wer von uns kennt nicht Krankheit oder Tod? Beziehungen, die nicht funktionieren. Sachen, die man sich herumdreht, wo man sich selber nicht eins geht. Es gibt so vieles, was man mit durchleben. Das ist reell. Aber mehr reell als die Fried, die von Gott kennt. An die Fried geht schon hei un. Die Fried geht un an der Mitte von unserem Leid. Du könnt den Trost, den mehr als wie, just die wieder das nicht so schlimm, wird schon gehen. Aber ein Trost, den Kraft ist, ein Trost, den Dynamik ist, ein Trost, den als Kraft gibt, für das Leben zu gehen, an auch da, wo es notwendig ist, zu helfen, eine Hand mit uns zu packen, an der Politik, an der Zivilgesellschaft, überall da, wo es notwendig ist. An ihr alle Guten ein großes Merci, dass dir das Christentum so liebt. Je m'adresse maintenant à tous ceux et à toutes celles qui ne comprennent pas cette belle langue luxembourgeoise. Encore faut-il savoir que c'est la langue du ciel. Parce que, un jour, une réception à Paris, et Schuman, père de l'Europe, s'entretenait avec le Premier ministre luxembourgeois en luxembourgeois. Le nonce apostolique passe,
qui était le cardinal Roncalli, le futur Jean XXIII. Et tout à fait étonné, il demande « Mais quelle langue parlez-vous » Et Schumann lui aurait répondu « Comment, Éminence? Vous ne connaissez pas. Pourtant, c'est la langue parlée au ciel. » Ne vous en faites pas, le français est aussi parlé au ciel. De même que le luxembourgeois, le portugais et toutes les autres langues. Je voudrais vous saluer particulièrement parce que vous donnez de l'espérance à notre Église de Luxembourg. La population de notre pays a bien changé. On a un pourcentage stable de luxembourgeois parce que chaque année, beaucoup d'entre vous prennent la nationalité luxembourgeoise. Et ça, c'est un signe de la force d'intégration que notre société possède et où les religions sont un facteur qui aide l'intégration. L'intégration veut dire que tous ceux qui habitent ce pays sont appelés à travailler ensemble pour le bien-être, pour le bien commun, que cette intégration se fait. Et nous pouvons en être fiers comme luxembourgeois. Dans cette intégration, vous héritez aussi de Notre-Dame, consolatrice des affligés. Et nous sommes heureux de partager notre mère avec vous. C'est la meilleure chose que nous puissions partager. On ne partage pas seulement les biens matériels, on partage les relations. Et on partage les relations horizontales et verticales. Nous partageons notre mère avec vous. Et c'est beau que pour ce jubilé, vous soyez venus si nombreux. Et j'ai commencé à parler du sanctuaire de Cary aux États-Unis, un grand sanctuaire de Notre-Dame de Luxembourg, consolatrice des affligés. Et maintenant, un élément important. Les premiers luxembourgeois ont émigré aux États-Unis à un moment où il n'y avait pas encore de sentiment national luxembourgeois. Et quand même, ils se sont retrouvés entre eux. C'était au début les plus pauvres dans leur région. Ils se sont retrouvés entre eux et ils ont apporté de Luxembourg des statues de Notre-Dame, consolatrice des affligés. Ils ont apporté dans leur cœur l'amour pour notre chère maman, Slave Mom. Et cela les a unis. Et ils ont partagé cette vénération de Notre-Dame avec toute la population américaine. De sorte qu'aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les Luxembourgeois qui vont en pèlerinage, mais les gens de toutes les nations qui habitent aux États-Unis. Alors, voilà, c'est un peu comme chez nous. Et vous trouvez en Marie une mère. Une mère qui connaît les hauts et les bas de l'existence humaine. Une mère qui a souffert, qui a eu mal au fond de son cœur. Mais une mère aussi qui a vu et ressenti la résurrection
de son Fils et qui en était pleine de joie. Une mère de Jésus qui est devenue la mère de l'Église et ainsi notre mère. De sorte que si nous avons de la peine, toutes sortes de peines, si ça ne va pas à l'école, si on a des problèmes avec les copains, si on est tombé amoureux, et hélas, notre amour ne trouve pas de réponse, ou si on est en couple et tout à coup le couple éclate, ça ne fonctionne plus. Nous connaissons ces hauts et ces bas de la vie humaine parce que nous les vivons. Marie nous donne la consolation qui vient de la résurrection de son Fils. Ce n'est pas seulement une consolation qui nous dit que ce n'est pas si mal, mais c'est une force, une dynamique qui nous aide à vivre le présent pour pouvoir aller ensemble vers l'avenir. Heilige Maria, Gottes Mam, biet für uns. Amen.